Im Kölner Westen wohnen. Gerd Krebbe hat nämlich diesmal eine Tour durch Bickendorf gemacht, genauer durch den etwas neueren Teil von Bickendorf, wobei der aber zum Teil auch schon 100 Jahre alt ist. Was Robbie Williams, Nena und die Kelly Family mit diesem Teil von Bickendorf zu tun haben, das verrät Gerd gleich, und außerdem zeigt er uns das Kölsche Dorf von ganz weit oben. Na, ist das ein Blick vom höchsten Punkt in Bickendorf, der Kirche St. Drei Königen. Da, die drei Krötscher. Und Kölle ist ganz weg fort. Unger uns dat alle neue Bickendorf. Den Blick vom Boven verdank ich Uli Vosen, Ur-Bickendorfer und Stadtführer aus Passion. Wann ist denn dieses Viertel hier eigentlich entstanden mit der Kirche? Ja, es wurde von Wilhelm Riepan, der 50 Jahre lang der Stadt Köln seinen Stempel aufgedrückt hat, erbaut. Hat übrigens das Opernhaus gebaut, das alte, das jetzt renoviert wird. Und er hat von 1922 bis 1938 hier gebaut. Aber die Kirche hier im Bauhausstil ist nicht von Riepan erbaut. Nein, das war Hans-Peter Fischer, und am 6. Januar 1929 wurde sie eingeweiht. Am Dreikönigstag. An diesem Bild sieht man, es hätte sich fast nichts verändert. Bis auf die Dreikönigskirche, die damals noch nicht gebaut worden war, als das Bild aufgenommen wurde. Deshalb ist sie hier auch nicht vorhanden. Das alles ist ja letztens komplett saniert, renoviert worden. Sind das denn noch die ursprünglichen Farben? Es sind wieder die ursprünglichen Farben, die damals von Heinrich Hörle und Wilhelm Riepan zusammengemischt wurden. Heinrich Hörle, einer der Kölner progressiven Maler, da gehörte auch der Anton Räderscheid dazu. Hat der denn hier auch mitgemixt? Nein, er wohnte hier in Köln-Bickendorf im Haus Schliedernweg Nummer 2 in der obersten Etage des Hauses hinter uns. Ah, da? Ja, in einem Wohnatelier. Ein Wohnatelier. Zur Auflockerung der Architektur wurde auch schon mal rund gebaut. Man sieht das hier im Rondellchen. War das immer schon eine Kneipe? Eine runde Eckkneipe, muss man ja sagen. Nein, am Anfang war es ein Café und ist später dann zur Kneipe umfunktioniert worden. Überhaupt gab es in Bickendorf zahlreiche Tante-Emma-Läden an den Ecken und Enden der Straßen. Es war einmal ein treuer Husar, der liebt sein Mädel ein ganzes Jahr. Ja, ich weiß, Fastelavn ist vorbei, das wissen wir beide, aber hier ist der Brunnen zum treuen Husaren. Was bedeutet das eigentlich für Bickendorf? Ja, hier hat sich der Bickendorfer selbst ein Denkmal gesetzt, als der feiernde, singende Bickendorfer mit der Quetschebügel. Auf Weiberfastnacht wird hier der Bickendorfer Straßenkarneval eröffnet. Der treue Husar war schon damals ein Hit. Und ist es noch Hück? Ein ganzes Jahr und noch viel mehr, die Hüsja bunt in Bickendorf. Wie alt ist denn dieser Teil der Siedlung hier? Ja, das ist die erste Bickendorfer Siedlung gewesen, die zwischen 1914 und 1921 erbaut wurde. Unter dem Motto Licht, Luft und Bäumchen. Da fällt mir der berühmte kölsche Satz ohne T ein. Licht und Luft gibt Saft und Kraft. Punk. Paff. Unterkirchen heißt die Straße. Unterkirchen steht das Gasthaus. Und Unterkirchen, habe ich gehört, trafen sich Showgrößen aus aller Welt. Wie kommt das dann? Ja, hier trafen sich zum Beispiel Robbie Williams, Nena, Udo Jürgens und so ja die Kelly Family. Ja, und warum habe ich nie was davon gehört? Die kamen aus dem Tonstudio nie da raus. Ach, die haben ja aufgenommen. Die berühmten Songs aus aller Welt wurden hier in Bickendorf aufgenommen. Nee, was ist das schön. Da hinter uns ist ja ein wundervolles Beispiel für aus alt macht neu. Ne? Die Zwillinge, das eine renoviert, das andere nicht. Von wann sind denn die Häuser hier? Die wurden bereits 1918 erbaut, im ersten Bauabschnitt von den beiden Essener Architekten Groth und Kaminski. Wunderschön renoviert und restauriert, oben von der Wetterfahne bis nach Unge auf die Fassade hin. Café St. Mokka. Und da gehen wir jetzt rein. Prima. Aber das ist ja auch ein ganz besonderes Café hier. Das ist eine Begegnungsstätte geworden für alle Bickendorfer. Hier sind etwa 60 ehrenamtliche Mitarbeiter beschäftigt, die dafür sorgen, dass es einem gut geht.
Und wenn Sie sich auch mal so schön durch Bickendorf führen lassen wollen, und die Fosen mäht am 13. März um 4:30 ist Treffpunkt am Rosenhof und das Ganze für umsonst. Ja, im Auftrag des Seniorennetzwerks führe ich dort alt und jung. Also ein Spaziergang für uns alle. Jawohl. Auf Bickendorf. Prost. Prost.